Wedelmond heisst Vollmond. So ein Kümi, ein rechter Schlawiner, hat im Weinmonat den Suri gehabt. Eister bei Wedelmond war der Dreckmügel unreidig, möndig und in der Wolle. Gar nicht Figeland hat er ausgesehen. Schluderig ist er dort hergekommen. Sein Lismer hatte einen Schranz und Möse und war verkoselt und versäuert von Pinatsch und Baringel. Das Gewand war durchgefiegen. Er hat gesäckelt und gemäkelt und hatte einen picosten Rauch wie ein halbpatziger Bäckchenbüt, der in einer Wentelkreuz zu Hause ist. Auf seiner Fleugelschleife ist ein Windschattendeckel gehockt und es hat schon mehr Einbrätschchen an den Augenbrauen. Auf der Backe hatte er einen Schnatter, auf der Stirn eine Schwente und er ist geschlarpert, dass es keine Gattung gemacht hat. Allport bei Wedelmond hat der Schlenkel den Beulimänkel, den Siebensiech raushängen. Ja, hat einer aufstiffeln, verchampeln, gunieren, schuriglich knuten oder halt versohlen. Als er jetzt so am Flonen und am Marmelschlag war, hat der Schlirki aus lauter «Lass mich auch mit» zu irgendeinem nichtscheinigen Pimpel auf der Strasse, zu einem Jolly, wo deren Weg runtergekommen war, Knell und Teig, dass er lamagig und übelzeitig gechampelt ist, zu dem armen Hinterführer mit seinem Grüseli-Hühl auf dem Kopf unter dem Cabichon, zu dem unkampelten «Komm ich heute nicht, komm ich morgen» mit seinem kuriosen Kömm und seinem Nibi-Nebi, also seinem Güchsgüterli im Hosenpümperli, Papa beim Fazenädli zu und mit seinen ausgefötzelten Hosenstössen, dem geschäckten Schagettli und den ausgelotschten Preisli und wo auch noch gehülpert hat in seinem Tiergelinnen. Zu dem armen Scheiss da drin hat der Rampas gelegert, was er denn für einen Freund Harligin gesagt? Denk bei goppligen, geschämigen Tschink. Er müsse ihm dann öppen einen stecken. Es hebt er für Hösler nicht mehr spatzig. Es tschäderi den gleich. Und wenn's Rigli, sei er fertig mit Bambuschieren und er lande im letzten hölzigen Hemli. Der Zinderführer, der Saufludi mit seinem Hurenplämpel im Schübeligrind, ist verklüpft und weiss geworden wie ein Lilache. Unter dem Brustlatz hat es ihm Dutzwitt von Pöpperle. Unser Kinderfl hat halt Grüsel in den Tod bekommen und hat nicht heimtun, was der Streit in seiner Täube hier legert. An diesem Abend im Weinmonat war es dämmerig und ordentlich wohl. Der Säufler hat darum hergehündelt in seinem nötigen, gescheckten Schagettli und knappt hat er nicht nur wegen seiner verschienkten Schuhe. Einen Weg war er nicht Teufel. Ein Gefröhrli und ein Muckeli draussen. Und das Gewäsch von diesem ruhigen Gunadi war ihm gar nicht kummelig. Es hat den Götterler zmitzt im Büntenöri fötscht. No, hat er jetzt geholdert und ein Möffi gemacht, als wollte er gerade anfangen zu brocken. Das hat der Rampas nur noch aufgestiefelt, das Herrenhündeln und das schiere Brocken vom Schlawak. Er ist überstellig geworden und hat den Gütterler verhündelt und hat gemerkt, er soll keine Spargimenter machen und keine Komödie, weil wenn das Zweiteli der Drittel ist im Kontinent, ja, und einen stecken müssen ihm der Tiffig. Mit derigen Sauffludern sei es exakt wie mit dem Wedelmond. Der Schweine auch, der sei auch nicht sie ganz. Daraufhin hat der Kreuzkümi, der als Liebermann selber kein Grandix-Studium hatte, den unkampelten Muckelitauser aufgerät ins Gehörst hineingetutscht. Präzise zmitzt in die Spinnhuppeln hinein. Der Gstabi ist vergelstert umgetrollt und hat säumässig vernögen. Unser Schnäpsler war auch gar eine Magerlinie und ein raner Starriangel. Gleich hat er jetzt unter einmal den Kümi gehörig verbrätschen oder verribbeln. Der Scheuchbündel hat sein Courage zusammengenommen und ist im Glünki starren Gangs an Krips. Und zunder einmal hat er den Sidial geknutet, dass es nur so girbschet und kröspelt hat. Aber nicht etwa wegen dem Güchsgütterli im Hosenpümperli. Au, hat dieser Pfluti jetzt gerachtet. Gwardi, er soll ihn nicht antappen und bünken, hat er krampolet. Er sei der Kerscher als ein Schinkenschab, der wegen übelzeitig rumknappi in seinem Hurenplämpel. Der Schübelgrind hat nämlich wie Meich den Hösi bekommen und hat den Weg handlich gnadenheuchlerisch angefangen zu zirpeln.
Jäkers, hat er geflamäuselt. Er hat den Saufludi nicht pikinieren oder jauken. Der Boden sei halt hell und auf ihm ist einer, der einen Weg hülpi und dann noch mit seinem Aff seinem Ploden doch unter, bevor er noch das trunkene Elend einhole. Mit dem wegen Flattieren und Explizieren hat der Knusti den Zweierler einsäupfen. Der Mämmeler hat aber ein fürchtiges Szene gemacht und hat dem Pampel unverschämt umgegeben, er soll kein Ummus machen. Es gäbe nichts zu dispedieren. Oder ob er jemanden im Kielenlöchli wo ist, zu pfusen, noch bevor der Wedelmond schweine. Der Rani Tschak hat dabei ein Gesicht gemacht, als sei das er der Teufel im Fegfeuer selber wäre. Wo der Güderi jetzt am Tverisbieter deren Weg Kafelantis verlesen hat, war oftmals der Rampas der Hösler, der fürchtig herhündelt hat und klautert. Wie es bisi Wetter ist der Zwiderwurzel weggeschlarpet und hat Handli den Blind gegeben. Und zwar noch bevor der Gütterler am Ende hätte murixeln können. Demal hat aber er beim Laufen genappet. Auch ohne Tirkel, den Köhlampelenkopf. Und der Suffli, der hat einen couragierten Schluck aus seinem Gügsgütterli genommen und ist stiefig abgezapft. Jo, so kann es gehen bei Wedelmond. Ein extraniger, geschämiger Scheuchbüntel wird unter einmal ein gächer Tverisbieter. Und ein heilloser Zwiderwurz mit einem grandigen Kaprizi wird das letzte Moment ein vorbeibäbelter Tötterler. Es soll mal einen verzapfen. Der Wedelmond kehre nicht öppen etwas ins Contrari.